Feuermähne. Abenteuer in einer anderen Welt. Die Riesen kommen. Der 15-jährige Schüler Peter wird durch die Kräfte eines magischen Pentagramms, das er in einer Höhle entdeckt, in eine andere Zeit versetzt. Dort trifft er Queck, den Elfenkobold, seinen künftigen Freund und Begleiter. Beide suchen nach einer Möglichkeit, Vakanien wieder zu verlassen und in ihre Welten zurückzukehren. Sie treffen auf Melord, den Seher. Von ihm erhalten sie den Hinweis, dass die Lösung ihres Problems das Amulett des schwarzen Magiers Xavros ist. Aufgrund seiner roten Haare, die es in Vakanien nicht noch einmal gibt, bekommt Peter einen neuen Namen: Feuermähne. Auf ihrer Suche nach Xavros und dem Amulett werden die beiden von Pallas dem Falken begleitet, durch dessen Augen Melord ihr weiteres Geschick beobachten kann. Unsere beiden Abenteurer befinden sich auf einem Waldpfad, der zu der Stadt Artusan führt. Nein, Feuermähne. Nein. Bei Elvira, das kaufe ich dir nicht ab. In eurer Welt wird also dieser Satellit, wie du diesen künstlichen Stern nennst, von der Erde in den Himmel geschossen, um dort die große Dunkelheit und ihre ewigen Lichter zu erforschen. Und anschließend berichtet euch dieser Satellit über den Wind, den Regen und die Stürme? Das sind doch alles Dinge, die sich hier auf der Erde über Vakanien und nicht dort oben abspielen. Nein. Einem Elfenkobold mag man ja viel erzählen können, aber was zu viel ist, das ist einfach zu viel. Aber Queck, das ist doch ganz einfach. Pass auf, ich erklär's dir nochmal. Nein, ich will nichts mehr davon hören. Hol mich der Elfenkobold. Was ist das? Wenn du mich fragst, hört sich das an wie ein weinendes Kind. Das Geräusch kommt hier aus dem Unterholz. Komm, lass uns nachschauen. Feuermähne und Queck, der Elfenkobold, eilen zum Waldesrand und bahnen sich einen Weg durch die Holunderbüsche, die ihnen die Sicht versperren. Kurz darauf entdecken unsere Freunde gut versteckt hinter einem besonders dichten Busch die Ursache jener merkwürdigen Laute. Jetzt schlägt's aber 13. Ein Baby. Bei Elvira, der Schutzgöttin der Elfenkobolde. Die beiden sind fassungslos. Vor ihnen, inmitten des dichten Waldes, liegt ein Kind. Eingehüllt in weißes Laken, sodass nur der zierliche Kopf unter der Decke hervorschaut. So macht sich das kleine Menschenbündel durch wildes Strampeln sowie durch Schreien lautstark bemerkbar. Was macht denn das Kind hier ganz allein in diesem düsteren Wald? Das würde ich auch gern wissen. Vermutlich hat es jemand ausgesetzt. Das glaube ich nicht. Vielleicht haben die Eltern das Kind hier verloren. In diesem Urwald? Das scheint mir zweifelhaft. Schau dich um. Da ist kein Rastplatz weit und breit. Wer das Kind hierher brachte, wollte die Abgeschiedenheit dieser Gegend ausnutzen. Vielleicht sind die Eltern nur einen Moment fortgegangen und kehren jeden Augenblick zurück. Eltern, die ihre Kinder lieben, lassen sie nicht einfach so im Wald herumliegen, nur um mal kurz spazieren gehen zu können. Nein, es ist ausgesetzt und wir müssen jetzt etwas unternehmen. Sag mal, Feuermähne, warum schreit denn das Kind unaufhörlich? Es hat sicher Hunger. Wer weiß, wie lange es nichts mehr zu essen bekommen hat. Wart mal, Feuermähne. Hier in meinem Rucksack, da habe ich doch noch ein Stück Schweinebraten und ein paar kandierte Früchte. Oh nein, Queck, das arme Kind. Braten und Früchte. Wohl noch nie etwas von Babynahrung gehört. Babynahrung? Tja. Komm, lassen wir das Gequatsche. Sonst verhungert uns der oder die Kleine noch. Gib mir den Krug mit frischer Milch aus dem Rucksack, die wir heute Morgen auf dem Bauernhof gekauft haben. Diese Sofortmaßnahmen der Babybetreuung sind gewiss ein unentdecktes Neuland für unsere beiden Abenteurer. Doch dank einiger Grundkenntnisse, die Feuermähne sich erwarb, als er, um sein Taschengeld aufzubessern, des Öfteren als Babysitter tätig war, kann auch dieses neue Gebiet rasch erschlossen werden. Ein mit Milch gefüllter Tonkrug wird über dem Lagerfeuer lauwarm erhitzt. Anstelle eines Schnullers, den unsere beiden Freunde verständlicherweise nicht in ihrem Reisegepäck mit sich führen, nehmen sie das Blatt eines vakanischen Gummibaumes und rollen es zusammen.
Und du glaubst, dass das funktioniert? Mit einem dieser Blätter müsste es klappen. Sie dehnen sich und haben den Geschmack von süßen Mandeln. Außerdem sind sie durchsichtig. Andere Blätter kämen dafür nicht in Frage. Nimm das Kind, Queck. Achte aber darauf, dass sein Kopf fest in deiner Armbeuge liegt. So, nun das Blatt des vakanischen Gummibaums zusammengerollt in die Öffnung des Tonkrugs hineinschieben. Hier, mein Kleines. Mal sehen, ob dir das schmeckt. Man sollte es nicht für möglich halten. Kaum hat das Baby den improvisierten Schnuller zwischen seinen Lippen zu spüren bekommen, beginnt es gierig daran zu saugen. Das schluckt ja ganz schön was weg. Das geht schon in Ordnung. Lass uns dort suchen, hinter den Büschen. Hast du das gehört? Du scheinst mit deiner Vermutung recht zu haben. Hallo, hallo, kommen Sie hierher. Da, Großvater. Atobis lebt. Gott sei Dank, das Kind ist am Leben. Wie können wir euch nur danken? Vielleicht, indem Sie das nächste Mal besser auf das Kind aufpassen. Welche Töne? Ich muss doch um etwas mehr Respekt bitten, junger Mann. Großvater, diese Leute sind fremd hier. Sie können doch keine Ahnung haben, welch schreckliche Dinge sich in unserer Stadt abspielen. Wahr gesprochen, Daytona. Wahr gesprochen. Verzeiht. Ich vergaß. Okay, ist sicher nicht der Rede wert. Aber wie wäre es, wenn Sie uns mal davon erzählen würden, was sich da in Ihrer Stadt abspielt? Gewiss. Als Retter des Kindes habt ihr ein Anrecht zu erfahren, was vorgefallen ist. Doch lasst uns erst zurück zur Stadt gehen. Atobis wird seine Wiege bereits vermisst haben. Und ich denke, dass uns eine kleine Stärkung jetzt sicher wohltäte. Ihr seid selbstverständlich meine Gäste und könnt in meinem Haus verweilen, solange ihr es wünscht. Die kleine Gruppe macht sich auf den Weg. In Begleitung von Daytona, die ihren wiedergefundenen Sohn Atobis glücklich in den Armen wiegt, und dem Großvater, erfahren Feuermähne und Queck so einiges über die Stadt Artusan und deren Bewohner. Artusan liegt am Rand einer mächtigen Gebirgskette, deren majestätische Gipfel das weite Land überschatten. So ist der Steinabbau das hauptsächliche Handwerk der Artusaner. Die aus dem naheliegenden Steinbruch abtransportierten Felsblöcke werden behauen und geschliffen, um weitere Verwendung im Häuserbau zu finden. Der Inhaber der Steinbrüche ist ein reicher Fabrikant namens Gorten Zack. Fast alle Einwohner der Stadt finden in seinen Steinbrüchen Beschäftigung. All dies erfahren unsere beiden Abenteurer vom Großvater, ehe sie am Haus des Gastgebers angelangt sind. Würdest du den Jungen ins Haus bringen, Daytona? Ein wenig Schlaf wird ihm gut tun. Ja, Großvater. Ich bin gleich wieder zurück. Nun zu euch, Freunde. Wir wollen uns auf ein Gläschen Wein in den Garten setzen. Mir wäre Sprudel lieber. Was bitte? Mein Freund ist nicht von hier. Nun ja, dass wir eine Stadt voller ehrbarer und rechtschaffener Bürger sind, habe ich euch bereits berichtet. Auch nach der Arbeit in den Steinbrüchen herrscht zwischen den Bürgern ein gut nachbarliches Verhältnis. Und wo ist der Haken an der Sache? Ein Riese tyrannisiert die Stadt. Ich habe ihn schon gesehen. Welch ein Wesen! Seine Größe überragt die Spitze unseres Kirchturms noch bei weitem. Seht über das Gebirge, das sich dort hinter dem Wald erhebt. Vor ein paar Jahren war ich dort, um Wacholderblätter für meinen Tee zu pflücken. Da sah ich den Riesen auf einem Felsplateau vor einer gigantischen Höhle. Welch ein Ungeheuer! Ein Ungeheuer? Ein Riese? Ja, und was hat er gemacht? Tja, wenn ihr mich das fragt, eigentlich nichts. Er saß nur da und starrte fortwährend in den blauen Himmel hinein. Mich hat er dabei überhaupt nicht beachtet, was sicher darauf zurückzuführen ist, dass ich im Gegensatz zu seiner Größe ihm wie eine Ameise auf der Suche nach Wacholderblättern vorgekommen sein müsste. Wer gar nichts tut, macht nichts verkehrt. Na, das muss sich in der Zwischenzeit aber geändert haben. Ganz so friedlich scheint er ja wohl nicht mehr zu sein. Seit ein paar Wochen greift der Riese die Siedlungen vor der Stadt an. Nachts, als alles schlief, schlug er sämtliche Werkzeugschuppen im Steinbruch kurz und klein.
Die Artusaner, von dem fürchterlichen Lärm aus dem Schlaf gerissen, eilten mit Speeren und Fackeln bewaffnet aus der Stadt, um nach dem Rechten zu schauen. Wo kurz zuvor die Werkzeugschuppen standen, fanden sie nur noch Trümmer. Am nächsten Tag fand man riesige Fußspuren auf der Talebene des Steinbruchs, und so wussten wir, dass nur ein Riese diese schreckliche Tat begangen haben konnte. Ich vermute, Sie erzählten vor ein paar Jahren Ihren Mitbewohnern von Ihrem Erlebnis in den Bergen. Gewiss, doch wollte man mir keinen Glauben schenken. Sie verhöhnten und verlachten mich. Heute wissen sie es zu ihrem Bedauern besser. Schon 3-mal hat der Riese die neu errichteten Werkzeugschuppen zerstört. Gestern Nacht, als meine geliebte Detona mit ihrem Sohn Atobis nahe der Stadtmauer einen Spaziergang machte, hat nun auch sie ihre Erfahrungen mit dem Riesen gemacht. Ich weiß, Großvater. Ich hätte auf dich hören sollen. Doch nie hätte ich geglaubt, dass sich der Riese so nah an die Stadt heranwagen würde. Heute weiß ich es besser. Was? Du hast den Riesen also auch gesehen? Nein, gesehen habe ich ihn nicht. Der Boden unter meinen Füßen begann zu zittern, und ich hörte gewaltige Schritte. Es war fürchterlich. Meine arme Detona. Kein Wunder, dass sie so durcheinander ist. Als die Leute heute Morgen ihrer Arbeit nachgehen wollten, fanden sie Detona ohnmächtig vor der Stadtmauer liegen. Von Atobis keine Spur. Der Riese hatte ihn entführt. Das ist aber nicht der richtige Moment, um zu feiern. Wer um alles in Vakanien veranstaltet denn solchen Lärm? Das ist der Organisator der ersten freien artusanischen Bürgerwehr. Herr Gortenzak hat ihn zum Schutz gegen den gewalttätigen Riesen vor 2 Tagen damit beauftragt. Seitdem trommelt er 3-mal am Tag die Bürger zusammen und hält langatmige Ansprachen. Fürwahr, ein recht merkwürdiger Geselle. Ich denke, die Versammlung sollten wir uns einmal ansehen. Komm, Queck, lass uns das mal genau aus der Nähe betrachten. Gemeinsam eilen sie zum Marktplatz der Stadt, wo sich bereits eine beachtliche Menschenmenge eingefunden hat. Das Stimmengewirr der Menschen verstummt mit dem letzten Paukenschlag des Bürgerwehrorganisators. Bislang war es unseren Freunden nicht möglich, diesen Mann aus der Nähe zu betrachten. Das soll sich nun aber schlagartig ändern. Oh, ihr Bürger, hört mich an! Ihr Bürger, hört mir Das zu! soll nicht wahr sein. Oh, ihr Bürger, hört mich an! Und richtig, nur 20 Meter entfernt hat sich der Hyänenspion vor der Menschenmenge postiert. Unseren beiden Abenteurern ist jene Gestalt mit dem menschlichen Körper und dem Kopf einer Hyäne wohl vertraut. Oft schon kreuzte sie ihre Wege. Die Doppelzüngigkeit des Hyänenspions ist unübertroffen. Seinen Lebensunterhalt verdient er mit zwielichtigen Geschäften. Und sind diese Geschäfte einmal gemacht, bleibt nur selten ein Geschäftspartner zurück, dem nicht das Fell über die Ohren gezogen wurde. Diese Tatsache ist ausschlaggebend dafür, dass der Hyänenspion keine Freunde hat und meist alleine seines Weges zieht. Das stört ihn jedoch nicht allzu sehr, denn das Einzige, was sein Herz zu rühren vermag, sind Gold und Edelsteine. Hier muss wirklich eine Teufelei im Gange sein. Der Hyänenspion kommt sicher nicht in eine so abgelegene Stadt, um hier seinen Urlaub zu verbringen. Da hast du recht, Queck. Komm, wir hören uns mal an, was er so zu sagen hat. Bewohner von Artusan, hört her! Hier spricht der Chef der Bürgerwehr. Erst gestern Nacht wurde eine Mutter, die sich in dieser Stadt noch sicher glaubte, von jenem Unhold überfallen, der bös und grob das Kind ihr raubte. Könnt ihr die Schmerzen dieser Frau verstehen? Nein, so kann es doch nicht weitergehen. Wie wollt ihr lachen oder fröhlich sein? Sagt, wie wollt ihr leben, wenn Schatten jedes Unheils ständig über euch schweben? Was nun, so frag ich, könnt ihr in diesem Falle tun? Keine Sekunde länger ruhen. Lasst uns das Gebirge erklimmen. Lasst uns dem Schrecken schnell ein Ende setzen. Organisiert, mobilisiert, hoch die Waffen und die Messer wetzen. Der Unhold trat euer Glück mit Füßen. Er hat's begonnen, so muss er büßen. So
Selbst die Kinder sind vor diesem Scheusal nicht mehr sicher. Ja, lasst uns die Sache selbst in die Hand nehmen. Wer weiß, wann der Unhold die Stadt angreift? Wir haben lange genug gewartet. Warum machen wir dem Riesen nicht sofort den Gaul? Gut, Bürger, gut. Ich sehe, ihr habt den rechten Mut. Doch sehe ich auch, dass euer Hass nur glüht. Ich warte, bis er Funken sprüht. Lasst uns Kraft sammeln für morgen. Mein Schwert wird den Riesen in Stücke hauen. Lasst ihn uns morgen holen. Morgen setzen wir dem Schrecken ein Ende. Er hat ja die Menge ganz schön aufgestachelt. In der Haut des Riesen möchte ich jetzt nicht stecken. Ja, aber Häuser zertrampeln und Kinder entführen, das ist ja auch nicht gerade die feine ängstliche Art. Englische Art, Queck. Englische Art, bitte. Ansonsten hast du recht. Aber nur, wenn der Riese diese Schandtaten auch wirklich begangen hat. Was meinst du denn damit? Naja, alles spricht gegen den Riesen. Die zertrümmerten Werkzeugschuppen, Schritte, die einem Erdbeben gleichen, die dazugehörigen Fußspuren. Alles scheint sonnenklar. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und die wären? Der Hyänenspion zum Beispiel. Was hat unser zwielichtiger Geselle mit dieser Sache hier zu schaffen? Der Halunke ist doch für ein paar Goldstücke zu allem fähig. Ich vermute, er möchte seinen Auftraggeber, diesen Herrn Gortenzack, noch um einen saftigen Batzen prellen, um sich dann ungesehen aus dem Staub zu machen. Die übliche Masche eben. Das wäre typisch Hyänenspion. Ich glaube, wir sollten seinen Auftraggeber, Gortenzack, auf eine solch unangenehme Überraschung vorbereiten. Ah, da seid ihr beiden ja. Ich suche euch schon die ganze Zeit. Wollt ihr mit uns zu Mittag speisen? Danke, das ist sehr nett von Ihnen. Aber wir haben hier noch einige Dinge zu erledigen. Wo bitte ist das Haus von Herrn Gortenzack? Schreitet die große Straße dort entlang, dann könnt ihr es gar nicht verfehlen. Es ist das herrlichste und prunkvollste von allen. Wir machen uns gleich auf den Weg. Danke für Ihre Einladung. Ein anderes Mal kommen wir gern darauf zurück. Feuermene und Queck finden aufgrund der ausführlichen und genauen Beschreibung des Großvaters sehr bald das Haus von Gortenzack. Dort angekommen erfahren unsere Freunde, dass dieser jedoch bereits eine Woche verreist ist und erst am übernächsten Tag zurückerwartet wird. Du, Feuermene, was machen wir jetzt? Gute Frage. Ich denke, wir sollten uns diesen gefährlichen Riesen mal näher anschauen und ihn zur Rede stellen. Wenn die aufgebrachte Menge morgen Mittag seine Höhle stürmt, wird er kaum die Gelegenheit haben, irgendwelche Erklärungen abzugeben. Und du meinst, der lässt mit sich reden? Unsere beiden Abenteurer machen sich auf den Weg ins Gebirge. Beschwerlich ist die Kletterpartie und unsere Freunde lernen schnell verstehen, warum die Dorfbewohner diesen Teil ihres Landes nur selten besuchen. Da dringt plötzlich ein merkwürdiges Geräusch an ihre Ohren. Das singt aber einer ganz gewaltig. Mir scheint, der überall so gefürchtete Unhold und Kinderschreck hält im Moment sehr friedfertig sein Mittagsschläfchen. Bei Elvira, was für ein Anblick. Ja, der Großvater hat mit seiner Beschreibung nicht übertrieben. Und richtig, auf einem mächtigen Felsplateau liegt ausgestreckt und friedlich schnarchend ein gigantisches Wesen. Abgesehen von seiner Körpergröße, die einem Hochhaus gleicht, wirkt der Riese jedoch recht harmlos. Was willst du denn jetzt machen, Feuermene? Naja, ich werde ihn wohl aufwecken müssen. Wenn er schläft, kann er mir sicher nicht antworten. Sei bloß vorsichtig. Ich pass schon auf. Obwohl, je mehr ich ihn betrachte, kann ich immer weniger glauben, dass er mit diesen Dingen etwas zu tun hat. Aber Vorsicht ist die bessere Hälfte der Tapferkeit. Bei meiner roten Haarepracht. Stock, gib mir deine Zaubermacht. Gib mir Deckung, Queck. Zielstrebig schreitet Feuermene auf den schlafenden Koloss zu. Wer unseren Helden kennt, weiß um die magische Kraft von Hiebestahl, jenem alten Stock, der meist unscheinbar an Feuermenes Gürtel hängt. Doch ist der Zauberspruch erst einmal ausgesprochen, geht eine mächtige Verwandlung vonstatten. Der alte Stock wird zum weißmagischen Kampfstahl. Seinem Träger wird im selben Moment die Kraft von 12 ausgewachsenen Männern zuteil. Hallo, hallo, hier ist der mobile Weckdienst. Sie wollten soeben geweckt werden. Hallo, hallo. Wachen Sie doch auf. Hallo.
Das ist doch alles nur ein Traum. Ein Traum. Hallo, hallo, hier ist der mobile Wegdienst. Sie wollten soeben geweckt werden. Machen Sie doch bitte auf. Was für ein merkwürdiger Traum. Ich sehe einen Zwerg mit roten Haaren und einen Zahnstocher in der Hand, der mir immer wieder zuruft, dass ich endlich aufwachen soll. Hey, du, kleiner Mann, schleich dich in den Traum von jemand anders und lass mich in Ruhe. Mit solch unmöglichen Träumen möchte ich nichts zu tun haben. Aber Herr Goliath, ich bin kein Traum. Und ich werde erst wieder von hier verschwinden, wenn Sie mir einige Fragen beantwortet haben. Du bist kein Traum, sagst du? Dann bist du womöglich ein Albtraum. Nur ein Albtraum will einem Riesen Fragen stellen. Es geschieht nur zu Ihrem Besten. Morgen Mittag wird hier nämlich eine wilde Horde auftauchen, die Ihnen an den Kragen will. An den Kragen wollen? Ist das genauso anstrengend wie Fragen gestellt bekommen? Ach ja. Weitaus unangenehmer, würde ich sagen. Hoffentlich wecken Sie mich dabei nicht auf. Nun, Queck, was sagst du nun? Ist das unser Unhold? Bei Elvira, was für eine Schlafmütze. Der hat mit den Verwüstungen in der Stadt genauso wenig zu tun wie ich. Das denke ich auch. Die Sache kam mir gleich von Anfang an so seltsam vor. Aber wenn der Riese unschuldig ist, wer ist dann für all diese Dinge verantwortlich? Das wüsste ich auch ganz gern. Wir müssen zurück in die Stadt. Vielleicht weiß der Hyänenspion etwas über diese merkwürdigen Zusammenhänge. Wir werden ihn mal eingehend befragen. Feuermähne und Queck kehren in die Stadt Artusan zurück und machen einen unerwarteten nächtlichen Besuch. Wer da zu solch später Stund? Oh, meine Freunde, schön, euch hier zu sehen. Doch werdet ihr gewiss verstehen, dass ich euch nicht empfangen kann, denn schlafen muss ein jedermann. Aber klar, wir wollen ja auch nur mal kurz reinschauen. Ihr habt geschaut, jetzt könnt ihr gehen. Morgen können wir weitersehen. Na, wer hat es denn so eilig? Hat der Herr Volksaufwiegler etwa ein schlechtes Gewissen? Also wenn du mich fragst, weiß dieser Spitzbube nicht einmal, was ein Gewissen ist? Solch mitternächtlicher Disput ist selten für die Nerven gut. Aus irgendeinem Grund scheint es aber für deine Nerven sehr gut zu sein, die Leute hier im Dorf aufzuwiegeln. Ein fremder Herr, der hat mich angeworben. Ihm macht der Riese und die Stadt viel Sorgen. Aha, dieser Gortenzack. Wie viel Goldstücke hat er dir denn geboten? 10 im Voraus, 20 später, wenn das Werk vollendet ist. Er weiß der Worte Macht zu schätzen, im rechten Licht der Überzeugungskraft bemisst. Schon morgen ist der Tag gekommen, dem Riesen bleibt noch kurze Frist. So, jetzt hör mir mal gut zu. Dieser Riese ist so harmlos wie ein Grashüpfer. Queck und ich waren vorhin im Gebirge, um ihn aufzusuchen. Das Einzige, was ihn interessiert, ist, dass sein Schlaf nicht gestört wird. Eines kann ich dir sagen, du hast die Leute hier völlig grundlos aufgestachelt. Wenn die dem armen Kerl etwas antun, mache ich dich dafür verantwortlich. Warum hast du ihn nicht ausgequetscht, bis er uns die Wahrheit sagt? Das hätte wenig Sinn. Der weiß genauso wenig wie wir. Wenn uns jemand weiterhelfen kann, dann ist es dieser Gortenzack. Und wenn uns jemand den Schlüssel zur Lösung geben kann, dann er. Und wie willst du ihn finden? Sein Sekretär sagte mir, dass er eine Geschäftsreise in eine benachbarte Stadt unternommen hat. Die ist nicht weit von hier. Ich muss mir nur ein Pferd mieten. Das bekommst du im Stall vom Schmied. Aber was ist, wenn dieser Gortenzack hinter dieser ganzen Sache steckt? Dann werde ich ihm höchstpersönlich die Ohren langziehen. Ich werde auf jeden Fall nicht vor morgen Mittag zurück sein.
Du musst in der Zwischenzeit versuchen, das Schlimmste zu verhindern und musst die aufgebrachten Leute zurückhalten. Feuermene mietet sich im Stall ein Pferd und macht sich unverzüglich auf den Weg zur benachbarten Stadt, um dort Herrn Gortensack zu befragen. Doch drehen wir die Zeit ein wenig vor. Ein erneuter nächtlicher Überfall versetzt die Bewohner der Stadt in Angst und Schrecken, bei dem ein Teil der Stadtmauer niedergerissen wird. Man findet erneut riesige Fußabdrücke. Am frühen Vormittag kennt die Wut der Menge keine Grenzen mehr. Die Bürger haben sich auf dem Marktplatz versammelt, um den aufpeitschend doppelzüngigen Reden des Hyänenspions zuzuhören. Sensen, Dreschflegel und Knüppel jeder Art werden drohend geschwungen, und der Hass flammt in den Augen derer auf, die einst ein friedliches Dasein bestritten. Queck, auf sich alleine gestellt, ahnt die Katastrophe und eilt der Menge voraus, um den Riesen zu warnen. Hey, du Riese! Hey, du! Verschwinde hier! Los, wach auf! Wach auf! Diese Träume werden von Tag zu Tag seltsamer. Man kann nicht mal mehr in Ruhe schlafen. Wenn du weiter so faul hier herumliegst, wirst du bald für immer schlafen! Ja, das wäre schön. Steh auf jetzt! Du bei Elvira! Jetzt ist es zu spät! Knüppel! Auf ihn! Mach doch auf! Packt ihn und heult! Kann ich die Zauberbola, meine weißmagische Wunderwaffe, gegen diese braven Leute richten? Sie haben doch nichts getan und sind eigentlich nur Marionetten in einem falschen Spiel. Wer kann ihnen ihren Zorn verdenken, nach all dem, was geschehen ist? Was soll ich bloß tun? Jetzt holen wir uns den Riesen! Halt! Halt! Hier wird niemand gelyncht. Was will der Knabe hier? Stopft ihn in den Mund! Ich bin mit dem Knaben einer Meinung. So wollt ihr wohl auch mir den Mund stopfen? Herr Gortensack, Herr Gortensack! Dieser junge Mann suchte mich gestern Nacht auf, um mir einige interessante Dinge zu erzählen. Ich denke, es ist der Mühe wert, ihn anzuhören. Also gut, was hast du zu sagen? Man hat euch hinters Licht geführt. Der Riese, der da liegt, hat mit den Verwüstungen eurer Stadt nicht das Geringste zu tun. Jemand hat ihn zum Sündenbock gemacht. Die Wut macht euch blind. Hat nur ein einziger von euch es für nötig empfunden, sich diesen Riesen genauer anzusehen? Nein, sicher nicht. So bitte ich euch, tut es jetzt. Schaut ihn euch an, wie er hier friedlich schlafend vor euch liegt. Ist das der Häuserzerstörer, den ihr sucht? Ich glaube es nicht. Mein Freund und ich waren gestern bereits hier und haben versucht, ihn zur Rede zu stellen. Glaubt mir, das Einzige, was diesen Riesen wirklich interessiert, ist seine Ruhe. Und nicht die Zerstörung von Häusern oder der Raub von Kindern. Er ist eigentlich ein echtes Faultier. Jede Art der Tätigkeit ist ihm lästig. Doch wenn ihr immer noch meint, dass er der Übeltäter ist, so geht hin, vollzieht eure Rache. Er wird sich nicht einmal wehren. Ihr seid auf einen gemeinen Trick hereingefallen. Wären wir nicht rechtzeitig gekommen, hätte ein unschuldiges Wesen für die Taten eines anderen büßen müssen. Und was ist mit der Bürgerwehr? Haben Sie, Herr Gortensack, uns nicht diesen Mann geschickt, der uns angespornt hat, diese Sache selbst in die Hand zu nehmen? Nein, da habt ihr euch einen Bären aufbinden lassen. Ich habe nie an die Geschichte mit dem Riesen geglaubt. Auch als mich dieser junge Mann letzte Nacht in unserem Nachbarort Schepotek aufsuchte, hatte ich noch erhebliche Zweifel. Dennoch ließen mich die Worte des jungen Mannes wissen, dass in Artusan irgendetwas nicht stimmt. So kehrte ich heute mit ihm zurück, um der Sache auf den Grund zu gehen. An die Existenz des Riesen glaubte ich erst, als ich ihn sah. Ich bin froh, noch rechtzeitig gekommen zu sein, um euch von eurer unüberlegten Tat abhalten zu können. Wenn unter euch einer ist, der diesem schlafenden Giganten ein Leid zufügen möchte, so möge er es jetzt tun. Andernfalls legt eure Waffe nieder und geht nach Hause. Der wahre Schuldige wird zur Verantwortung gezogen werden. Nachdem die Bewohner von Artusan mit nachdenklichen Mienen dies gehört haben, verlassen sie einer nach dem anderen, schweigend und mit gesenktem Kopf das Felsplateau, und man begibt sich auf den Heimweg.
Eine Frage steht noch offen. Wer ist für all diese Geschehnisse verantwortlich zu machen? Gewiss werden sich die Artusaner bald beruhigt haben und ihrem gewöhnlichen Tagewerk nachgehen. Doch wer ist der wahre Schuldige? Meinst du, es wird neue Überfälle geben? Der wahre Schuldige ist sicher schon über alle Berge. Den Riesen als Prügelknaben für seine dunklen Machenschaften zu benutzen, funktioniert bestimmt kein zweites Mal. Die Stadt hat nichts mehr zu befürchten. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wer immer der Schuldige ist, die Hauptsache bleibt letztendlich, dass Ruhe und Ordnung in der Stadt wiederhergestellt sind. Da ich deinen Worten seit dieser Stunde große Bedeutung zumesse, werde ich jetzt getrost nach Schepotec zurückreiten, um mich wieder meinen Geschäften widmen zu können. Lebt denn wohl! Was ist denn hier los? Ich weiß es nicht. Man kann ihn auch im Wachzustand antreffen. Seid ihr nicht die beiden, die mich in letzter Zeit in meinen Träumen heimsuchten? Oh, jetzt bin ich aufgewacht. Und ihr seid immer noch da. Unfassbar. Wo soll man heute noch seine Ruhe finden, wenn einem seine Albträume schon im Wachzustand begegnen? Traurig, traurig, traurig. Bei Elvira, dem geht der Schlaf aber wirklich über alles. Seine Beharrlichkeit ist beneidenswert. Ihn können weder falsche Beschuldigung noch eine von Selbstjustiz aufgestachelte Menge aus der Ruhe bringen. Wie du siehst, sollte man die Dinge besser überschlafen. Doch komm, wir müssen zurück in die Stadt. Der Stallbesitzer wartet bestimmt schon auf sein Pferd. Gesagt, getan. Unsere beiden Abenteurer schwingen sich auf das Pferd und reiten gemeinsam zurück in die Stadt. Nachdem sie das Tier dem Stallbesitzer zurückgebracht haben, schlägt Feuermene einen Spaziergang durch die Straßen vor. Na, ihr beiden Abenteurer, was führt euch hierher? Oh, hallo. Wir sind nur ein wenig spazieren gegangen. Wie geht es Ihrer Tochter und dem Kind? Großartig. Sie haben sich beide schlafen gelegt. Doch zufällige Gäste sind mir die Liebsten. Kommt da rein, lasst uns im Garten ein Glas Wein trinken. Aber gerne. Ein zweites Mal würde ich mir nicht erlauben, Ihre höfliche Einladung abzulehnen. Und außerdem schmeckt der Wein vorzüglich. Welch ein Abend der Ruhe und des Friedens. Wie ich hörte, haben sich diese merkwürdigen Geschehnisse um den Riesen jetzt alle aufgeklärt. Ja, alle. Einschließlich dem Schuldigen. Tja, die guten wie die schlechten Taten erhalten alle irgendwann ihren gerechten Lohn. Wie, was? Du kennst den Schuldigen, Feuermene? Raus mit der Sprache, wie ist es? Nun, es ist ein Mann, der in Artusan einst in hohem Ansehen stand. Seine Tätigkeit im Steinbruch bestand darin, das Felsgestein auf schwache Stellen zu untersuchen. Hat man diese Stellen erst gefunden, so lässt sich der Stein leicht aus der Felswand brechen. Unser großer Unbekannter war ein Meister seines Fachs. Dann ereignete sich jener Zwischenfall, der ihm seine Arbeit, seine Ehre und sein Ansehen bei den Bürgern dieser Stadt raubte. Was für ein Zwischenfall! Unser Mann erzählte eine einfache Geschichte und verlor alles, was ihm bisher lieb gewesen war. Es ist die gleiche Geschichte, die wir beide hörten, Queck, als wir zum ersten Mal in diesem Garten saßen. Feuermene, du meinst doch nicht etwa... Erstaunlich. Ich hätte nicht geglaubt, dass irgendein Mensch die Wahrheit erfahren würde. Meine Hochachtung. Tja, in der Tat, ich war ein angesehener Handwerksmeister und ehrbarer Bürger, ehe ich in den Ruf eines unverbesserlichen Spinners kam. Als ich damals aus dem Gebirge zurückkehrte und den Bürgern von Artusan meine Begegnung mit dem Riesen schilderte, lachten mich alle aus. Und mit einem Mal war alles zerstört, was ich jahrelang im Schweiße meines Angesichts aufgebaut hatte. Und als ich auf dem Wahrheitsgehalt meiner Geschichte bestand,
entließ mich Herr Gortensack mit der Begründung, dass die Arbeit im Steinbruch wohl zu schwer sei und ich mich nach etwas Leichterem umsehen sollte, das meine Nerven nicht so beanspruchen würde. In Wirklichkeit wollte er nur das Risiko vermeiden, einen verrückten Schwätzer beschäftigen zu müssen. Die Leute der Stadt fanden es nicht mehr für nötig, ihren Hut zu ziehen, wenn sie mir auf der Straße begegneten. Die Kinder lachten mich aus und riefen mir Unverschämtheiten nach. Und so beschlossen sie damals, das an ihnen begangene Unrecht zu rächen. Fürwahr, sie sollten es mir büßen. Doch musste ich sehr lange auf eine Gelegenheit warten, um diese Pläne verwirklichen zu können. Dafür waren sie aber meisterhaft geplant. Sie wussten, dass Herr Gortensack verreisen würde. Als dieser die Stadt verlassen hatte, suchten sie sich, vermutlich in der näheren Umgebung, einen geeigneten Komplizen, den sie ja dann schließlich im Hyänenspion fanden. Sie konnten sich seelenruhig als Herr Gortensack ausgeben. Der Hyänenspion hatte sie nie zuvor gesehen. Sie boten ihm 30 Goldstücke für das Aufstellen der Bürgerwehr, die Selbstjustiz an dem Riesen verrichten sollte. Das nächtliche Niederreisen der Werkzeugschuppen und der Stadtmauer war das kleinste Hindernis. Schließlich war es jahrelang ihr Beruf, Schwachstellen im Gestein zu suchen. Das Werkzeug, von ihrer Hand an der richtigen Stelle des Hauses oder der Mauer angesetzt, schon stürzt alles ein. Nun zu den Fußspuren. Riesige Fußabdrücke in den Sand zu graben, ist nicht allzu schwer. Besonders, wenn sie den Augen von Menschen dienen sollen, die zuvor in panische Angst und Schrecken versetzt worden waren. Phänomenal, mein Junge. Ich muss dir gestehen, dass deine Schilderung fast haargenau dem ähnelt, was sich wirklich zugetragen hat. Doch sag mir, wie du auf diese Dinge gekommen bist. Den ausschlaggebenden Hinweis gab mir Herr Gortensack. Als ich ihn in der Nacht aufsuchte, ließ er in Bezug auf den Riesen etwas verlauten, was mich stutzig machte. Er erwähnte ihre Tätigkeit im Steinbruch und den Grund ihrer Entlassung. Der wahre Gortensack hat den Hyänenspion nicht angeheuert. Jemand anderes hat es in seinem Namen getan. Sie aber wussten, dass der Hyänenspion 2 Tage zuvor zum Aufstellen einer Bürgerwehr beauftragt wurde. Selbst das konnte man einem Gerücht zuschreiben, das in der Stadt verbreitet wurde. Herrscht ein mörderisch heißes Klima. Temperaturen von 50 Grad im Schatten sind in den Sommermonaten keine Seltenheit. Feuer, Mähne und Queck wollen jedoch auf ihrer Suche keinen Ort und keine Möglichkeit aus. Nur jemand, der weiß, dass es den Riesen gibt, konnte ihn für seine Zwecke ausnutzen. Sie waren der Einzige. Jeder andere hatte bis zum Überfall nicht an die Existenz des Riesen geglaubt. Aber warum haben Sie das getan? Ihre Rache hätte allein dem Riesen geschadet, nicht den Stadtbewohnern oder Herrn Gortensack. Diese Art von Rache erscheint mir völlig sinnlos. Da liegst du aber völlig daneben, Queck. Einen klügeren Rachefeldzug kann man sich gar nicht vorstellen. Zuerst wäre der Riese durch die Stadtbewohner beseitigt worden. Nach kurzer Zeit hätten sich neue, vermutlich schwerere Überfälle ereignet. Nach und nach wären die Bewohner von Artusan zu der Überzeugung gekommen, dass sie machtlos gegen die Riesen sind. Denn da sie ja einmal einen zu Gesicht bekommen haben, ist es ein leichtes, den Leuten aufzuschwatzen, dass es noch mehr von diesen angeblichen Wüstlingen gibt. Wahrscheinlich hätte eine Familie nach der anderen dieses von Riesen verseuchte Gebiet verlassen. Zum Schluss wäre dann Herr Gortensack an der Reihe gewesen. Wenn niemand für ihn arbeitet, ist er ruiniert. Stimmt's, Großvater? So geht die Rechnung auf. Herr Gortensack wäre ruiniert worden. Die fliehenden Heimatlosen wären in anderen Städten verspottet worden, hätten sie ihre Geschichte erzählt. Niemand hätte ihnen geglaubt, und sie hätten große Schwierigkeiten gehabt, woanders wieder Fuß zu fassen. Warum sollte Ihnen ein anderes Schicksal als mir zuteil werden? Ich brauchte die Gesellschaft anderer Menschen und wurde bestraft, in Einsamkeit zu leben. Diesen Spöttern habe ich das gleiche Schicksal bestimmt. Und dieser Riese hat bestimmt so viel auf dem Kerbholz, dass es um ihn nicht schade gewesen wäre. Allerdings sind mir in der Zwischenzeit in diesem Punkt gewisse Zweifel gekommen. Schließlich ist so ein Monster auf alle Fälle eine Gefahr für die Öffentlichkeit. Sie hätten heute Mittag auf dem Gebirge sein sollen. Oh, ich vergaß. Sie mussten ja dem Hyänenspion den Rest des versprochenen Goldes auszahlen.
Da hätten sie sich jedenfalls mit eigenen Augen überzeugen können, was für eine Gefahr dieser Riese wirklich darstellt. Den einzigen Lärm, den dieses friedliche Monster macht, ist sein Geschnarche. Da ist es natürlich nötig, dagegen einzuschreiten. Sie haben über ihren Rachegedanken alles vergessen. Selbst ihre Familie haben sie unverantwortlich dazu benutzt. Sicher, sie hätten das Kind wieder abgeholt, wären wir ihnen nicht zuvorgekommen. Das ändert aber nichts daran, dass sie das Kind ihrer Tochter geraubt und dann dort für ein paar Stunden ausgesetzt haben. Diese Schuld liegt auch schwer auf meinem Herzen. Glaubt nicht, dass es mir leicht gefallen ist. Aber hat man erst einmal den ersten Schritt getan, gibt es kein Zurück mehr. Das glaube ich Ihnen sogar. Ich vermute, Sie werden es auch nicht noch einmal tun. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, es wieder gut zu machen. Was Ihre Tat betrifft, das müssen Sie mit sich selbst abmachen. Von mir wird niemand auch nur ein Wort erfahren. Komm, lass uns aufbrechen, Queck. So wollt ihr mich nicht zur Verantwortung ziehen? Ihr Rachefeldzug ist gescheitert. Sie haben verloren. Und was die Verantwortung betrifft, so halte ich mich an Ihre eigenen Worte. Wie sagten Sie so schön, die guten wie die schlechten Taten erhalten alle irgendwann ihren gerechten Lohn.